Grüß euch, servus, grüß die Welt. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Buben. Ihr hört Zeit Lieder aus früherer Zeit und manche oder sind schon von heute. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, der Klause zupft auf der Gitarre. Als Backe spielen wir noch den Werner Schaar. Die Quetschen klingt halt super fein, die Kontra muppert hinten rein. Und Gesage klingt jetzt da schon recht human. Trommeln und grüß euch, servus, küss die Hand. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Buben. Ihr hört Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon von heute. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Jawohl, grüß euch. Grüß Gott und habe die Ehre. Schön, dass wir wieder beieinander sind. Ja, das ist eine Freude. Patrick, jetzt einmal zu dir. Servus, Christi. Das ist einmal wichtig, Ja. nicht? Dass wir einander Lieber Herr grüßen. Kollege. Nicht? Ja. Es freut mich. Wir müssen einander ja auch grüßen, weil wir sind so kurzfristig vorher jetzt erst zusammengeschaltet, dass wir gar nicht zum quasi Plaudern gekommen sind. Aber ja, macht nichts, plaudern wir halt live. Morgen, Ne? übermorgen. Das ist ja. Oder morgen, Und wir übermorgen. dürfen uns ja, eine große Neuigkeit, ab Mai werden wir uns vielleicht wieder sehen dürfen, wir zwei. Zumindest. Ich würde einmal so sagen, Patrick, ab Mai sehen wir uns einfach wieder. Ich glaube ja, Weil, das ist einfach ich mein- so die Situation jetzt in der Zwischenzeit. Ich meine, irgendwo müssen wir dann einmal ein bisschen realistisch auch werden. So, Ja. Moment, ich muss ein bisschen das Licht dimmen, ich bin kasweiß. Warte ein naja, bisschen, es ist, Entschuldige. ja, ob das am Licht liegt, ich weiß nicht, ich bin Ja, nicht sicher. ich habe eine neue Beleuchtung. weißt Ui, du? schon wieder eine neue Beleuchtung, schon wieder eine neue. Bessere, das ist eindeutig besser, weil das Bild ist schärfer jetzt. Weil das mehr Licht ist natürlich die Kamera nicht so überfordert. Ich verstehe. Sehr schön. Ich verstehe. Na, tadellos. Ja, schon wieder alle versammelt. Jawohl. Können wir gar nicht alle aufzählen. Jawohl, ein paar neue, glaube ich. Sandra Reitmeier, weiß ich nicht, ob du schon mal dabei warst. Wenn nicht, dann Servus besonders. Wenn ja, dann trotzdem auch Servus. Heute Gas geben und Stimmung machen, ja. Ja. Ein paar schreiben schon, nicht? Ist handwerklich alles wieder beieinander. So, nicht? Ja. Es ist so weit, dass man die Sendung machen kann bereits wieder, meine Lieben. Achso, ja, der Zimmer, gut, was hast du denn umgehauen? Was hast du denn leicht Nein, ich umgehauen? habe diesen alten Buchenschrank hier wegbekommen. Ich habe ein wunderschönes Antikmöbelstück in dunklem Holz bekommen, wo jetzt die Ordner drinnen stehen. Und so. Schön. Ich werde jetzt schon langsam das Ganze so umbauen auf diesen Stil, auch den Schreibtisch da. Ich verstehe. Es ist gut, wenn die Ordner in ein antikes Möbelstück kommen. Ja, Ja. Wo sie hingehören. Grüß euch. Ja, wunderbar. Na, alle da. Na, manche Sachen muss man noch nach wie vor ausdrucken, es ist so. Ja, du, Zum Archivieren, ja. schriftlich ist alles oft gar kein Fehler. Manche Dinge macht man, ja. Grüß euch. Ja, du, ich sag dir, ich hab mir gestern, heute in der Früh das Knie angehauen. Ich meine, Aber ja, hat ein bisschen weh da, so beim Anhauen, nicht? Aber jetzt haben wir nicht weiter da. Aber jetzt ist das richtig geschwollen. Jetzt ist es ja richtig hoch. Ja, geschwollenes Knie. Schmeckt mir gar nicht. Und was trinkst du da? Was hast du da? Ich habe da einen wunderbaren Kräutertee. Halt, falsch. Da. Einen herrlichen Kräutertee. Aha. Ich mache das selbst eine Mischung das aus Löwenzahn, Brennnessel, Thymian und Salbei. Da schau. Aus dem eigenen Garten. Aus dem eigenen Garten natürlich, ja. Würdig. Das war quasi ein Uncanyoning. Ja, kaum könnte man so sagen, ja. Ja, aber ich bin mir sicher, du hast einen Wein auch. Ich kenne die. Es gibt auch ein Tröpfel dann na, dazu, Gott sei nicht? Ja. Dank. Ja, ich hab schon geglaubt, ich weiß nicht. Ich hab mir gedacht, vielleicht müssen wir ein Gespräch führen oder irgendwas. Jawohl. Ja, der Harry Schelefonte sagt, der Patrick ist scharf, ob das gut ist. Jetzt trinkt er einen Tee auch noch. Ich weiß nicht. Ja, der ist gut. Mit Ankennung Matthias Mariacha, ja. Mit einem Rapshonig. Ja, ich trinke grundsätzlich schon auch gern, aber
aber lieber trinke einen Wein. Ja, alles zur rechten Zeit. Nein, stimmt. Nein, ich trink wirklich sehr gerne Kräutertee. Auch. Tja, Daniela Schlögl schreibt schon, nicht? Sehr gute Mischung. Sehr gute Mischung, ja. Gerade im Frühjahr jetzt. Und nach so einem Wochenende, wie das war, ich habe es ja gut gehen lassen und ein bisschen doch etwas über die Stränge geschlagen, was Fleischkonsum angeht. Also so, ja, alles, was das Tiefkühlfach noch hergegeben hat vom letzten Jahr. Angefangen von T-Bone Steaks, weißen Scherzel und so. Also den Smoker angeworfen und den Griller angeworfen. Und war ich etwas belastet heute. Ja, ich meine, ich habe die Büdeln gekriegt auf WhatsApp von dir und von deinen Brüdern. Jetzt weißt du, warum ich einen Tee trinke. Ja. Aber ich war auch nicht schwach, das sage ich euch auch. Ich habe sous vide gegart, ein paar Stunden lang herrlichen Rindslungenbraten und dann nachher scharf anbraten. Also, ich bin auch nicht darben müssen übers Wochenende. Nein. Ja. Immer Gott sei Dank nette Weiberl haben wir ja auch alle, die uns ja selbst in der Krise ein bisschen unterstützen können. Ja, beim Fleischeinkauf oder so. Das stimmt. Schau, der Fred Statkus trinkt auch Tee, Hanf, Vanilla, Chai. Chai oder Kai, so sagt man das. Chai. Chai. Ja. Chai. Ja, der Harry Foto ist super. Kräutertee, wird das heute eine Rosamunde Pilcher Edition? Das ist aber keine schlechte Idee. Ich weiß nicht, ob man dieses wunderbare Teegeschirr schön sehen kann. Ja, man sieht. Warte, ist schon jetzt groß. Hutschenreiter, so wichtig ist er nicht. Das ist ein uralt Erbstück, ist das noch. Und es gefällt auch meiner Frau so gut. Also, ich habe es aber auch sehr, ich stehe auf solche Dinge. Also, es schmeckt gleich anders draus, wenn das Gefäß was hergibt. Also. Ja, das stimmt. Allerdings so diese, wie soll ich sagen, ja, das stimmt schon. Also das Gefäß ist immer ein wichtiger Aspekt. Ja. Du kannst mich schon wieder klein schalten. Ich hab die gleich geschaltet. Ich sag schon wieder nebeneinander. Wolfgang Rauchherzger ist da aus dem Süden Niederösterreichs. Wolfgang, von wo? Von wo aus Niederösterreich, aus dem Süden? Ah, das hast du mir schon mal gesagt. Irgendwo Wiener Neustadt die Gegend, gell? Also eher WB, sozusagen, ne? Ja, ich glaube sogar WN, aber ja. Sogar ein Städter. Du, der Matthias Mariacher sagt, zeig's mal von unten das Heferl. Aber nicht, dass du es vorher austrinkst. Jawohl. Naja, schau. Das ist ja fix das. Haben sie alle gesehen? Ja, passt. Ja, weißt, die schlechten Zeiten sind angebrochen für uns Künstler. Das Thema des heutigen Pavlatschen ist sogar in die Richtung Familienporzellan. Und was ist der Patrick? Sagt, er ist Familiensilber. Naja, die wertvolle Sache. Schaut her da, der Kutschenreiter Porzellan. Das verkauft ihm uns 2 Euro auf Ruhe sitzen. Ja. Das glaubst du. Ja. Wolfgang Warzka, genau, Wiener Neustadt, kann mich erinnern. Ja, richtig. Der Dieter, also Klaus, hast du heute deine KTM angethrottelt? Naja, die habe ich gestern gewaschen. Patrick, ich habe gestern meine ich hab's schon gesehen, ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich hab's gewaschen. Ja, ich war stolz auf mich. Aber das habe ich erst zeigen können, nachdem ich wieder Luft gekriegt habe, weil die war schon so verdreckt. Da habe ich die Ketten gespannt und geschmiert. Da bin ich gleich eine Runde war sogar eine Runde im Weihviertel. Warum der gar nicht kommt? Hättest angekündigt, du warst nicht daheim, du warst ja woanders Steine fressen. Hast mir du sogar als WhatsApp geschickt, ja? Ja? Na, was jetzt? Naja, habe ich einen Bruder mit einem großen Garten. Naja, was? Und wo steht der große Smoker? Naja. Der gar nicht arm gehört. Ich weiß. Aber ja. Ach so, du weißt? So weit. Ja. Wieso weißt du? Ja, na pass auf. Ich habe tatsächlich heute, schau, so viele Leute heute wieder, weil wir haben ja heute große Konkurrenz, nämlich 1000 PS, hat auch eine Live-Sendung heute, 19 Uhr. Daher alle Motorradler, die trotzdem da sind, danke herzlichst. Freue mich. Darum ein Buch. Man kann ja doppelt schauen. Ne? Doppelt schauen, ja, doppelt kann man auch, aber das ist dann schon anstrengend. Einmal am iPhone und einmal am Laptop oder so. Das ist anstrengend. Du, Patrick, pass auf, ich habe mir zum Mittag gemacht, was ich noch gemacht gehabt habe von dem Lungenboden. Das heißt, ich fange meinen ersten Anbottling an, bitte, ja, weil das war jetzt bitte nicht gerne. wichtig. Du schalte mich ganz kurz groß, weil es ist nämlich das zweite Flascherl drauf, was ich von der Daniela Stegl gekriegt habe. Da schaut's her. Kann man es lesen? Nicht wirklich. Vickys Nussi von 2019.
Einmal schütteln, nicht? Schütteln, nicht rühren. Siehst du den Zonko auf der Gitarre? Da auf der Gitarre. Wo ist er? Da auf der Gitarre. Ich kann es selber nicht sehen. Da. Zonkos Welt. Aber das muss man schon sagen. Nicht, dass man da ein Lochred kriegt. So, das ist mal das erste Anboteln. Ich habe dann schon Wein auch, aber wir müssen da mal ein bisschen. Ui, nicht viel. Nichts verschütten. Ui. Sehr weihnachtlich, glaube ich. Sehr weihnachtlich. Sehr weihnachtlich. Sehr zum Wohl. Sehr zum Wohl einmal an alle. Patrick, auch an dich wird die Schulter wieder abgerissen, dass du mir zumindest zuschauen kannst virtuell. Sehr zum Wohl, es freut mich. Ja. Ich hebe mir den noch auf bis. Ich hebe mir nichts auf. Die Zeiten sind schlecht, da brauchst du nichts aufheben, weil man weiß ja nicht. Oh ja, gerade jetzt, spare in der Not, da hast du Zeit dazu. Ja. Das ist mir gerade auf, fällt mir gerade so ein. In der Not fahre ich mit meiner Reim zur Daniela Schlögl und bedel sie an um Nachschub. Schau, der Harry Schneider-Fonte schreibt, 1000 PS kann ich mir später anschauen, euch muss man live erleben. Na, das ist lieb, danke schön. Ja, der Alex EFAT-Reiter, der die Buben heute mal nicht ganz zu spät. Na gar nicht, wenn er nahezu pünktlich. Die Weilkeit ist dabei. Ja. Matthias Mariacher, Günther Erich Russell, der Ferche, genau Harry, recht hast. Ferche, hast du gesehen, dass ich mein Motorrad putzt habe? Weil das letzte Mal, wie hast du gesehen hast, hast du das so geschimpft. Ja, hier ist der Habitäre, schau dir die Vögel, wie das ausschaut, das ist ein Wahnsinn, die gehört schon putzt. Steht die nicht drinnen? Die muss drinnen stehen. Da hab ich gesagt, Alter, nein. Aber jemand ist zu Herzen genommen, Ferche, und habe sofort natürlich korrekt agiert, also sofort, ein paar Tage später, Wochen. Und hab's. Ein paar Wochen. Fast. Ja, ey. Ja, zum Wohle. Bist jederzeit willkommen, sagt die Daniela. Siehst du das, Patrick? Ich brauche nicht sparen, ich kann, wenn es hart auf hart geht. Apropos hart auf hart, wozu sparen? Nachschub gibt es immer noch, sagt der Franz Meyerhofer. Richtig. Da hau ich gleich jetzt eine, weil das passt jetzt natürlich, nämlich den virtuellen Hut. Das hau ich eine. Kann man das herlesen? Ich glaube schon. Ansonsten findet ihr es auch dann in der Videobeschreibung natürlich unseren virtuellen Hut. Also auf gut Deutsch die Bankdaten und die PayPal-Adresse. Ja, es ist ja so. Also jetzt mittlerweile kurzes Update, mehr oder weniger. Nicht? Patrick und ich jetzt da seit über einem Monat arbeitslos, kann man sagen. Ja. Also arbeitslos nicht. Seit Arbeit haben wir eineinhalb Monate. Eineinhalb Monate, ja. Eigentlich jetzt. Ja. Spielfrei. Seit eineinhalb Monaten Also, nennen wir es Berufsverbot. Nennen wir es, wie es ist. Es Ja. ist ein Berufsverbot, das wir da haben. Und das ist so, ja. Und jetzt ist es halt so, ich habe jetzt noch gar nicht nachgeschaut, ob meine Beantragung von der zweiten Welle vom Katastrophenfonds schon beantwortet worden ist. Aber bei dir noch nicht, ne? Nehme ich an. Bei mir wurde das am nächsten Tag beantwortet. Naja, gleich, dass das eingegangen ist und sie haben sich bedankt für die Einreichung. Ja, na, das habe ich auch, aber von dem kann ich noch was dem. Von dem können wir uns nichts anschneiden dabei. Da Dabei, ist- was anderes kam noch nicht. Ich weiß nur aus anderer Quelle, dass sich niemand jetzt so echauffieren soll. Das kann eine Zeit lang dauern, bis es bewilligt ist. Bis wir alle verhungert sind wahrscheinlich. Ja. Ja, in der Tat, jetzt verstehe ich, Bis es bearbeitet wurde. jetzt verstehe ich auch die Geschichte mit dem Heißelpapier von der Leute. Nein, Nein, Heidelpapier ist genug da. ja, es ist ja so, es ist dieser Katastrophenfonds jetzt gar nicht, wie soll ich sagen, also der Patrick, ich sage es einmal so, man behandelt diese Thematik seitens der Regierung, seitens der Beamten, seitens der Wirtschaftskammer, also alle, die da involviert sind, und versucht da irgendwie das Beste auszuholen. Das will ich auch einmal positiv unterstützen. Es ist halt nur so, es zeigt sich wahrlich, dass da halt Leute sitzen, die halt entweder Matura gemacht haben oder irgendwann studiert haben oder auf jeden Fall gleich einen Angestelltenjob gekriegt haben. Das heißt, jedes Monat ihr Geld und im 13. und 14. Monatsgehalt noch mit dazu, haben definitiv keine Ahnung von freischaffenden Künstlern oder überhaupt von freischaffenden arbeitenden Leuten. Und das ist eigentlich schon. Also ich gebe euch nur ein Beispiel. Wir gehen ins Lustigere auch natürlich. Aber ich will das nur, dass man es versteht, um was es geht. Jetzt, die berechnen diese Unterstützung, also ich kann ja ganz offen und ehrlich sagen, ich habe diese erste Welle damals beantragt und habe tatsächlich gekriegt 500 Euro. Du auch, Patrick, glaube ich, gell? 500 Jawohl, Euro. genau so ist es. Ja, 500 Euro. Ich meine, haben oder nicht haben, ist keine Frage, aber natürlich ein Bettel. Also von Notfallfonds, oder wie das heißt, oder Härtefallfonds oder Härtefonds,
keine Rede. Aber wurscht, wir haben uns gefreut, dass wir was kriegen. So, jetzt ist aber nur so, die berechnen das nämlich am Gewinn, also an der Einkommensteuerbescheid, nicht Einkommensteuer, sondern, Einkommensteuerbescheid, Genau. an dem orientieren sie es. Jetzt ist aber so, wann, und da sagen sie natürlich, naja, du hast ja nicht so viel Gewinn gemacht. Ne? Ich meine, jetzt würde ein intelligenter Mensch fragen, warum hast du nicht so viel Gewinn gemacht, weil du Ausgaben hast. Ja? Und jetzt hast du zum Beispiel ein Tonstudio oder ein Büro, das ich hatte, und das kostet, sagen wir jetzt, 400-500 Euro im Monat, kann ich aber aussetzen. Das heißt, das kommt in dem Steuerbescheid am Schluss gar nicht mehr vor, weil es schon angesetzt ist. Das heißt, diese Koffern dort, in diesem, Patrick hat gesagt, wir sollen uns nicht echauffieren, aber diese Volltrotteln dort, haben also berechnen original an dem Betrag, wo man das alles schon angesetzt hat. Sagt, naja, wenn du nicht viel Gewinn gemacht hast, dann brauchst du ja nicht viel Geld, bis du letztes Mal auch durchgekommen. Bei einem Selbstständigen, aber das ist völlig verkehrt, so rennt es nicht. Wurscht, was das jetzt ist. Also, es geht am Tischler genauso, den ganzen Ein-Personen-Unternehmer, jeden. Allen. In Fliesenleger bei mir im Ort geht es genauso. Natürlich. Also jeden eigentlich. Jeder, der freischaffend ist oder wo halt das unternehmerisch ist. Und das ist ja das Problem. Und natürlich auch bei der Wirtschaftskammer, dort sitzen halt auch Leute, die dort am Posten haben. Ich meine, ich will keinem was Besseres sagen, nur es sitzen die falschen Leute dort, die haben einfach keine Ahnung vom Tutten und Blasen. Das ist das Interessante. Und jetzt da im Gespräch mit vielen Menschen natürlich kommt das genauso raus. Da gibt es Leute, die haben ein Unternehmen gegründet, ja, vor 3 Jahren. Haben die ersten 2 Jahre Minus geschrieben, im 3. Jahr schon ein Plus. Das ist eigentlich schon ganz schön das ist super schon. Das musst du jetzt anbringen. Nach 3 Jahren Plus, aber halt natürlich nicht viel. Und was kriegt er jetzt vom Härtefall von? Nüsse, null, gar nichts. Wer ist ja früher auch mit 0 rausgekommen, oder mit genau. Minus. Nicht? Also das stimmt aber nicht. Ja, Das Rechnung stimmt nicht. Praktisch überhaupt nicht. Vollkommen daneben. Also wie gesagt, wir echauffieren uns nicht. Wir freuen uns drauf, wenn wir wieder was kriegen. Eine Freundin von uns, die kriegt jetzt 100 Euro, gell? Die Luise. Also nicht die Motorrad-Luise, sondern die kriegt 100 Euro. Härtefall von 100 Euro. Da kannst du gratulieren. Nein, das finde ich schon wieder fast lustig. Das Lustige ist, das Blöde ist ja, wir müssen ja die Sozialversicherung, Pensionsversicherung, Unfallversicherung, die müssen wir ja weiterzahlen. Die könnten wir uns zwar stunden lassen jetzt, oder zahlen wir es dann nächstes Jahr noch. Also es ist wurscht. Und da sind die 500 Euro im Monat, das sind quasi schon für das fast weg. Also regen wir uns nicht auf. Also wie gesagt, die ganze, ich habe ein Einsehen gehabt für diese ganze Situation, dass man das absolut so machen muss. Natürlich. Mittlerweile weiß ich nicht mehr, was ich so recht halten soll von dem Ganzen, weil scheinbar ist es doch nicht so gefährlich, wenn wir diese Lockerungen machen können. Wie auch immer, ist ja wurscht. Aber diese Härtefall-Idee von Geschichte, oder wo die Lunacek gesagt hat, wir lassen keinen zurück, na, Alter, das ist aber ordentlich daneben gegangen. Also ich kenne keinen einzigen in meinem Umfeld, der sagt, das hat eigentlich gut hingehauen, das ist eigentlich in Ordnung, das funktioniert. Keinen einzigen. Und ich kenne viel. Aber ja. Genug dazu, das soll auch nicht gesagt sein als Bettelei oder was das uns so schlecht geht, sondern ich möchte nur also quasi zur Aufklärung, ne, möchte das gesagt haben. So, und damit haben wir dieses Thema erledigt. Vielleicht werden wir da das eine oder andere Mal drüber lachen. Aber ja, jetzt gehen wir... Aber noch ein anderes Thema muss ich noch anstellen. Was ich heute gehört habe, im Standard war ein Bericht, habe ich das online hätte dann verfolgt, dass man quasi spielt mit der Angst der Bevölkerung, dass das damals in einer geheimen Sitzung oder in einer mit Öffentlichkeitsausschluss im März bereits besprochen wurde, wo auch ein Herr Kurz sich durchaus geäußert hat, dass man durchaus die Leute sozusagen in Angst versetzen muss, dass das überhaupt funktioniert. Das ist ja und die Zeiten sind aber lang vorbei. Ja, ist ja wurscht. Das stößt mir sowas von auf jetzt da. Und es ist mir wurscht, wer da oben sitzt, welche Partei das ist. Es ist ein Bund Hodern nach wie vor. Ja. Und das wäre jetzt die Chance gewesen, das zu ändern. Ja, ich sehe noch immer. Und das ist leider, das ist nicht passiert bis jetzt. Naja, bis jetzt nicht. Und das macht mir weitaus grantiger als mit den Foto. Ja. Na, wobei ich das schon verstehe natürlich. Das verstehe ich nicht. Ich meine, ob es richtig ist oder nicht, ist wieder was anderes. Ich verstehe die Idee. Nicht? Dass sie sagen, wir müssen die Leute in Angst versetzen, weil dann tun sie das, damit halt nichts passiert. Der Punkt ist ich habe nie eine gehabt. Ne? Naja. Man hat trotzdem die Masken aufgesetzt halt. Ne? Ja, aber ich meine, die Maske ist für den Hut. Weil die auch Ruhe haben. Ja, das stimmt. Aber es ist wirklich so, die haben uns einfach auf Null gesetzt, ja, kein Gerstl mehr, keine Auftritte mehr, kein nichts mehr, kein gar nichts, kein gar nichts. Ja.
nicht ein bisschen weniger als sonst, sondern nichts, nada, Nüsse. Und das jetzt schon 1,5 Monate. Es ist auch nichts in Sicht, wo das, und man, die scheiß Masken sind für den Hugo, also und das sagt nämlich, das sage nicht ich, das ist ja offiziell, also es wird immer ein bisschen breiter, das Ganze, und Es wird noch viel bläder werden, glaube ich. naja, und die Geschichte ist jetzt die nächste Welle, man hat ja immer geredet von der nächsten Welle, nicht, die dann kommt, und ich glaube, das werden nicht die Infektionen sein oder sowas, das die nächste Welle ist der Wirtschaftscrash. Weil ich muss dir vorstellen, wir sind ja alle blank und nicht nur wir, viele, sehr viele. Die meisten Firmen gehen rein. Man redet immer nur von den Arbeitslosen, es ist schlimm genug, arbeitslos zu sein, nur ein Arbeitsloser kriegt ja Geld. Der kriegt ein Arbeitslosengeld, der kriegt irgendwas. Er kriegt mehr als 500 Euro. Oder weiß ich gar nicht, kriegt er mehr als 500, hoffentlich. Sonst ist er genauso warm drauf. Aber wisst ihr, was ich meine? Der Arbeitslose kriegt wenigstens ein Arbeitslosengeld. Von den Unternehmen redet man nicht, weil das sind ja immer nur die Großen. Aber dass es eigentlich in Österreich hunderttausende Kleine gibt, die alle eingängen, naja. Also das wird noch kommen. So, und damit uns das nicht allzu schlimm aufstoßen wird, werden auf jeden Fall der Bartek und die bald wieder spielen. Live. Wenn wir zusammenkommen, werden wir da wieder Konzerte und gehen wir mal virtuell und dann schauen wir weiter. Also wie gesagt, vielleicht ist das in dem Moment, wo die Gastronomie öffnen darf und und wir eigentlich... Es kann nicht nur sein, dass wir dann spielen vor maximal 8 Zuschauern im Publikum oder so. Aber ich glaube, spielen dürfen wir, dann gehen wir es auch natürlich so vor. In dem Moment, wo wir spielen dürfen, die Herigen offen, ja klar, ich meine, kleineres Publikum, na, soll uns recht sein. Hauptsache, wir können wieder spielen, weil ich tue mir schon ein bisschen schwer, Entschuldigung, Schnagel, von Nullschnaps wahrscheinlich. Ich tue mir schon ein bisschen schwer mit der Kamera, dass ich dann irgendwann einmal, dass ich dann nicht immer irgendwann die Kamera suche. Weißt du, also ich freue mich schon wieder, wenn ich einfach Leute ausspielen darf und die dann in die Augen. Riesig, irrsinnig freue ich mich schon drauf, ja. Ja. Der Lord Dauer sagt, aber es hat sich gut angehört, wie es der Kurz erzählt hat, ja. Der Roy ist auch aufgewacht von der Leichkeit. Chaco Speed ist da, Susanne Boom, Harry Schneller Fonte, Rett am Plätzchen wieder. Na, klar. Nicht? Wenn die KTM dreckig ist, setzt sie drauf, dann sieht man von dem Opel nicht mehr so viel. So, Harry, du brauchst nicht lachen, Patrick. Nein, ich habe das so optisch vorgestellt, das stimmt nämlich. Es ist ja. Was der Güterreich Rusel geht, erste Ausfahrt muss kürzer treten, sonst sind die Fußrasten weg. Ja. Ja. Na, schau da was an. Na, Wahnsinn. Na gut, meine Herrschaft, ich würde sagen, Patrick, willst du schon anbotteln oder spielen wir zuerst ein Lidl? Da spielen wir zuerst ein Lied, oder? Spielen wir ein Lidl. Wobei, ich hätte nicht anbotteln auch früher eigentlich. Nein, machen wir das Anbotteln, dann kann ich das kosten, was ich da habe. Ich verstehe. Das interessiert mich nämlich sehr. Ui, na hat so. Na geht schon wieder aus, geht schon wieder aus. Na gut. Ja, wenn ich schalte groß, Patrick, ich schalte groß. Ja, bitte, schalt mich groß. Bin ich bereits? Ja, na, freilich. Dieses Mal aus der Gegend, aus Jedenspeigen vom Müllner, eine Gewürztraminer auslese. Bin sehr gespannt drauf. Was eine Käseplatte dazu? Das ist für den Tee dazu, ne? Da habe ich mir gedacht. Und das noch bitte mit einem echten Quark. Ja. Sieht man, oder? Ja. Na gut. Einmal habe ich mir da einen wunderbaren Öffner geholt. Ich hoffe, der... Schau, der Otto Lehrer ist wieder da. Christi, servus. Der Roman Buch, der Wienerlich hinter Plexiglas. Jawohl, schaut sich das an. Oh, ist das herrlich. Schaut da was an. Na, ich bin gespannt jetzt. Ja, kommt nicht so an, ein wenig. Der Quark hat ein bisschen einen Geruch. Erst keiner braucht so lang zum Anbotteln wie du. Das muss ich dir schon sagen. Hast du einen Quark ausgetragen einmal in letzter Zeit? Ja. Nein, wenn du dich erinnerst, beim letzten Anbotteln. Gießen wir einmal ein. Ui, das ist wie ein Öl. Das schaut gut aus. Schaut sich das an. Ui. Na, kein Quark. Puh. Prost mal. Prost, meine Lieben. Klaus, greif auch zum Glas. Ja, ich hab nicht, ich war ausgetrunken, ich war noch nicht. Du musst nachtrinken. Ja. Jetzt red. Das passt ja fast zum Tee dazu. Honiganklänge so. Und dem, wow. Jetzt, Patrick, das war halt vielleicht so, wie heißt denn das? Wachs. Ein bisschen Bienenwachs fast.
Nein, ich bin schwer begeistert. Ja, der Otto Leirer sagt auch, andere mit der Zeit schon die Flaschen klärt. Ja, das stimmt. Ja, Gott sei Dank, die Weigert macht sie einen Spritzen und wurde überzeugt von Patrick. Ja, schmeckt noch. Ja, Otto Leirer, ja, da bist du gerade erst eingestiegen. Das ist ein Süßer, gell? Hast du gesagt, das ist ein Ausleser. Auslese, Gewürztraminer Auslese, ja. Ja. Na, sehr gescheit. Na, ist gut. Ich hab das ganz Aber gern, aber ich mag das gerne trotzdem so nach nicht, Käseplatten oder es hat der Säure auch genug noch. Also, ja. Ja, nicht schlecht. Aber es schaut gut aus. Schaut sehr gut aus. Und wie gesagt, trinke ich auch ganz gern sowas. Aber eben eher so, ja, so ein Käse zum Beispiel. Aber das war ja der Marktlücke, Patrick. Wir könnten machen ein Tee-Menü mit Weinbegleitung. Weil du sagst, passt gut zum Tee. Na, das war was. Das ist super, weil es kostet viel. Das harmoniert, ist nicht gut mit dem Dünner als halber jetzt. Ja, da machen wir ein Tee-Menü. Kostet viel, holen wir aus deinem Garten, schneiden wir auch die Kreideln, hauen das rein, machen einen Tee, lass uns beliefern von deinen Weinbauern da, nicht, mit den Ding, und dann machen wir ein Ding. Natürlich, das machen wir hochbezahlt nur, nicht? Hochqualitativ. Das ist selbstverständlich. Ja, zelebriert, der Hubert Hinkhofer halt zu dir. Patrick ist ein Genießer auch der Marzgarage. Ein Der Werner wichtig sagen. Na gut, pass auf, Patrick, wir spielen ein Lied und dann tue ich anbotteln. Was hältst du davon? Das ist gut, ja. Da machen wir was hakeln einmal. Ja. Die Daniela Schlöge macht den Tee. Na, siehst du das? Das wird eine Marktlücke. Ein Teemenü mit Weinbegleitung. Das ist für alles was dabei. Vom veganen Hippie bis hin zum Brandweiner können alle kommen. Kosten lediglich, weiß ich nicht, 99,90 für 4 Teegänge. Exklusive Schnaps. Genau, exklusive noch, ne? Klar, weil das müssen sie aber schon, weil der Tee ist fett. Braucht man schon. Was machen wir, Patrick? Was spielen wir denn? Machen wir noch ein Begrüßungslied, oder? Nein, Also so eine schlampige Begrüßung und jetzt haben wir eine halbe Stunde nur gequatscht erst. Ja, das ist ja Wahnsinn. Ja, aber du brauchst halt eine Dreiviertelstunde für depperte Weinflaschen. Das ist ja Wahnsinn was soll mit ich dir. machen? Was soll ich machen? Das gibt's ja nicht. Ich fange an, Bitte du schön, wirst das fang schon an. erkennen. Es ist Jawohl. in C-Dur. Achso, C. Grüß euch Gott, wie geht's euch denn? Dass ihr da seid, das ist schön. Erst habt's uns geholfen, uns daher grad wir bestellt. Wollen wir vielleicht noch wissen wir genau warum. Kleine Kinder kehren ins Bett. Der Weg kann nicht da. Ja, unser Anna. Ja, unser Anna nicht. Ja, Botsch klingt schon Position. Dies mein Butsch. Die sind heppere, ja, das ist klar. Ich aus dem Jahr und kann's nicht verloren. Weil meine Freunde heute zu mir so. Ja, grüß dich Gott, wie geht's dir denn? Dass du da bist, das ist schön. Erst du hast uns grad noch gefällt, kommst daher grad wie bestellt. Wollen wir vielleicht noch wissen wir genau warum. Kleine Kinder kehren ins Bett. Ja, aber unser Anna, ja, unser Anna nicht. Eine zweite Begrüßung, was will man mehr? Na, was sagst? Habe die Ehre. Na, hervorragend. Wunderbar verklungen. Jawohl. Ich habe vorgestern mit deinem Bruder auch telefoniert, eine halbe Stunde lang. Aha. Der beginnt auch wieder zum Harmonika spielen. Ja, hat er gesagt. Der Tom, ja, eine halbe Stunde und der hat mich auch gefragt, der wird auch Saxophon jetzt anfangen. Ja, nein, der ist. Das Ja, das weiß ich ja nicht, das ist eine musikalische Familie, wird das bei dir auch noch werden. Das ist, das war einer mehr. nö, das ist schon ein Backel, weißt du? Ich bin ja an sich der Einzige. Der Einzige,
derzeit, auch mein Neffe, der hat gespielt, aber nicht mehr. Der hat gespielt, ja. Der Harry Schneller-Fonte. Kleine Kinder gehören ins Bett, weil ich bin schon blutzenfett. Aber Harry, das ist eine anständige Sendung. Meine Mama ist da, gell, der Steurer. Ich bin immer der Jüngste, aber Patrick hat ein Plätzchen geredet und du auch. Hast du nicht gemeint? Der Patrick? Patrick hat ein Plätzchen geredet, das war mir klar, aber ich? Ich habe ein Plätzchen geredet, heute? Heute habe ich ein Plätzchen geredet, das weiß ich noch gar nicht. Ja, bei Patrick kann man schon vorstellen. Ne? Aber dass ich auch ein Plätzchen geredet habe, na sowas. Ja, jetzt habe ich schon aufgemacht, das Flascherl, weil ich schon durchgekriegt habe. Und jetzt im Nachhinein zeige ich es, Patrick, aus der Klassiker. Der Klassiker aus dem Hause Graf aus Bullendorf, Weinviertel DRC, Heide und Löss. Der Heide und Löss, nicht die alten Lagen. Ja, der Heide und Löss ist ist auch sehr gut, ja. Das war sehr gut war. In diesem Sinne, seid zum Wohle, Prost, Prost, auf alle. Sehr zum Wohle. Sehr gut. Sehr gut. Siehst Patrick, so macht man einen Bottling. Macht die Flaschen auf, schenkt sie ein und sagt nachher, sehr gut. Also, wenn wir nicht viel reden drüber. Sehr ein Wahnsinn. Ich brauche schon so lange, bis mir was einfällt. Wenn man das aufnimmt, die ganzen Düfte und so, ist ja fast. Ja, aber. Fast in einem Wald, oder? Jetzt redet er vom Wald. Nein, jetzt wird es dann schon. Jetzt wird es dann schon bedenklich. Der Albert Quantscher ist da. Servus jetzt so. Schön, dass so wenigstens noch Wien kommt. Alles bald, ja. Ja. Zeit wird's. Ja, Mitte Mai werden wir dann mehr erfahren. Nicht? Also Schrammelklang-Festival zum Beispiel. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Wir werden noch informiert. Der 10 hat man geschrieben vor einer Woche. Er meldet sich im Laufe der nächsten Tage. Die Hoffnung besteht. Jetzt nämlich deswegen, weil, ja, das sage ich sehr kreativ, das weiß ich noch. Nicht? Das ganze Team da rund um Schrammelklang-Festival, die sind sehr kreativ und vielleicht lassen sie sich was einfallen. Wir werden sehen. Ja. Na gut. Wilhelm Lina, Weingut, Kobenzl, Harry Schneller-Fonte. Jawohl. So geht's weiter. Ja, es ist wie gesagt ein bisschen ich bin deswegen auf das Thema gekommen. Erstens, weil man immer irgendein Thema möchte ich gerne immer ansprechen halt, oder anschreiben für die Pavlatschen. Und das ist mir halt eingefallen, weil ich halt das beantragt habe. Da, nicht? Und weil halt wirklich viele Leute aus meinem Umfeld, ja auch einige von meinem Podcast, ja auch gesagt haben, da kommt halt gar nichts um. Nicht? Also das ist also von Härtefall so ist das wirklich weit weg. Ja. Aber wie gesagt, wir werden schon durchtauchen und dann müssen wir spielen. Würde ich alleine leben und in Wien eine Mietwohnung haben, war das Ganze ziemlich hart momentan, muss ich da ehrlich sagen. In der Zwischenzeit. Ja. Weil so eine Wohnung kostet um die 1000er so rund momentan, was ich in der Zwischenzeit weiß. Ja. Aber wie gesagt, wenn ich das Studio noch hätte, nicht, das Gemietete, nicht, das war nicht die 500er. Und ich meine, das sind jetzt gekommen eben vor einiger Zeit. Also das ist eben, ja. Also ich glaube, dass das wirklich nicht im Griff haben. Das funktioniert definitiv nicht, auch wenn sie daran arbeiten. Und auch wenn das schwierig ist, glaube ich alles, aber das muss man sich schon überlegen, bevor man da die komplette Wirtschaft runterfährt. Das kann es nicht sein. Und wie gesagt, so ob das alles so tragisch ist, wie es da haben, weiß ich auch nicht. Weil sonst könnten sie ja jetzt das nicht so wieder aufmachen und andererseits natürlich können sie auch nicht zurückrudern. Nicht? Also könnten wir schon, wenn sie sagen, jetzt pass auf, wir haben das ein bisschen übertrieben, es war nicht so schlimm wie befürchtet. Na aber das macht er nichts. Das macht er nichts. Ja. So, der Dieter ist wieder da, nachdem sie sein Internet gestießt hat. So schaut es aus. Bei mir waren es auch weg, sagt der Georg Scherer. Jesus, nein. Fehlende Potenz in der Frequenz sozusagen. Ja. Patrick, jetzt habe ich mir ein Lied hergeholt als unsere neue Kategorie. Wie sagt man da? Sagt man Kategorie? Ja, kann man ruhig sagen, so, ja. Und zwar. Oder die Rubrik. Die Rubrik, genau. Das habe ich gesucht. Das war das Wort, das ich gesucht habe. Die Rubrik, den Text eines Wiener Liedes als Gedicht vorzutragen. Ja? Ich bitte darum, ich freue mich drauf. Und zwar habe ich eins ausgesucht, diesmal kein altes Lied, Patrick, sondern ein relativ junges
Relativ jung. Gut, war das letzte Mal bei mir auch der Fall, eigentlich relativ jung ist. Naja, meins ist noch jünger. Ja. Die Urheber leben noch. Das ist das schon. Und zwar vom Roland Neuwirth. Haben wir noch nichts gehabt. Aber irgendwie, ja, das ist mir heute aufgefallen, ich dachte, das könnte man eigentlich bringen, weil es nämlich eine wunderbare Aneinanderreihung von Begriffen ist, die der Wiener so hat fürs Sterben. Und er nennt es auch ein echtes Wienerlied. Roland Neuwirth. Er hat einen Abgang gemacht, er hat die Botschen gestreckt, er hat ein Bangel gerissen, hat sie niedergelegt, er hat sich die Erdäpfel veruntergeschaut, er hat sich sozusagen in Holzpyjama gehauen. Er hat die Bock aufgestellt, er hat einen Wurf angesagt, er hat sich die Schleifen gegeben, er hat die Stufen gepackt. Er ist umgestanden, er hat es umgebogen, er ist als armes Sö zum Petrus aufgeflogen. Er hat sich runtergelassen, wie das so schön heißt. Er ist nachschauen gegangen, ob der Deckel passt. Zuerst haben sie ihn rausgetragen mit den Füßen voran. Jetzt lacht er sich statt Madeln rund die Würmer an. Aber Leute, nehmt es nicht so schwer, weil, glaubt's mir, gewachsen war er nimmer mehr. Weil eins ist klar, das ist kein Schmäh, es war besser so, Herz glaubt's mir's real. Weil jetzt tut er bei meiner Sö kein Bar mehr weh. Dankeschön. Dankeschön. Ich finde, ja, großartiger Text vom Roland. Was sagst du? Ein echtes Wienerlied. Herrlich. Ja, der Rudi Korbes ist schon dabei, na schau. Was soll ich versäumt, sagt er, naja, nichts Wesentliches. Ja, Blödsinn haben wir geredet wieder, was das ist. Die Dunja Androsch, großartig. Servus. Internet wieder da. Aha, einige dürften ein Internetproblem gehabt haben, ja, eindeutig. Okay, aha, aber freue mich, das soll ich dazu. Diese Rubrik finde ich schick, sagt der Harry Schneller-Fonte. Super. Das kann nur Dialekt, so die hätte. Vollkommen richtig, ja, weil ich meine, nichts gegen die Hochsprache, und das ist natürlich überhaupt eine wunderschöne Sprache, aber halt die Melodien des Dialekts, die sind halt natürlich dabei. Die Daniela Schlögl haut sich natürlich auch QW Spätlese vom Weingut Lentsch aus Bodersdorf rein. Nein, das ist. Lentsch eine gute Wahl auch. Kann mein Patrick mithalten, sagt. Nein, das glaube ich. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Sehr zum Wohl einmal. Zum Wohle. Patrick, was hast du vorbereitet? Oder hast du überhaupt was vorbereitet? Liegt schon da. Ja, mit Einlage. Ja, schau her. So. Wir sind gespannt. Es ist wieder so geschrieben, dass man ja. Ein Lied, ich weiß nicht aus welchem Jahr das stammt, das, ich schätze auch aus den 50er, 60er Jahren, sowas wird das sein. André Karner Werner. Schau dir deine Freunde gut an. So eigentlich eine Hermi Lechner. Sehr fesch. Schau dir deine Freunde gut an. Wer's ehrlich mit dir meinen kann. Sonst siehst du vielleicht eines Tages gar ein, du stehst auf der Welt ganz allein. Solange du was bist und was hast, solange ist man gern bei dir Gast. Doch bist du im Leben einmal ganz passé, dann sagen die falschen Freund. Ade. Einen guten Rat im Leben will das kleine Lied dir geben. Hörst du mit dem Herzen zu, dann befolgst es gern auch du. Schau dir deine Freunde gut an und finde ich großartig. Nicht zu lang, fangt mit dem Refrain an, quasi ein Vers, ein kurzer Refrain. Super gemacht. Nicht mit Gewalt eine zweite Strophe dazu oder was. Ja. Aber das kennt man nicht spielen auch, ne? Und haben wir schon lange nicht, den Vers haben wir schon lange nicht Den gespielt. Vers Ja. kann ich, glaube ich, sicher nicht mehr. Aber ist ja wurscht, wir können den Refrain spielen, wir machen ja wieder ein Potpourri draus einfach. Mhm, das können wir machen, ja. Aber was für uns? Wir fangen an mit, es ist schön mit einem Freund alt zu werden und machen dann, schau dir deine Freunde gut an. Dann los. Ja, Gesagt, oder? gepackt. Häuserwalter und Lechner. Da sind wir dabei.
Hermi, ich finde das großartig. Entschuldigt, ich muss ein bisschen unterbrechen. Mein Goldschatz ist gerade nach Hause gekommen. Jawohl, die Lise ist da, Hallo, da. So. Die ist ja die kommt heim von der Arbeit, die ist seit 6 oder halb 7 außer Haus. Ja. Und jetzt heim und geht jetzt in die Küche sofort. Weißt? Da wartet ein Grünspargel und Erdäpfel. Und, ja. Ja, na, sehr gut. Ja, sehr gut. Sehr gut. Na gut, ich werfe meinen Monitor aus dem Ohr. Gell? Es fängt in C an. Schau dir, das ist schön mit einem Freund alt zu werden und geht dann in F weiter. Gell? Passt. Okay. Passt. C ist gut, das hilft mir. Vielleicht. Es ist schön mit einem Freund alt zu werden. Er mir in die Augen schaut und ehrlich sagen, ich hab dich gern. Du bist stark, mit mir wie ein Bahn. Und jeder Wort für den anderen sein daheim. 20 Schilling und 10 mal 2. so wie es heute sein soll. Bei zwei Rechte Hammer und der Himmel war ewig voll stehen. Es ist schön, mit einem Freund alt zu werden. Es ist schön, mit einem Freund alt zu werden. Schau dir deine Freunde gut an. Wer's ehrlich mit dir meinen kann. sonst Siehst du vielleicht eines Tages, Du stehst auf der Welt ganz allein. Solange du was bist und was hast, solange ist mir gern bei dir Gast. Doch bist du im Leben einmal ganz passé, ja dann sagt falschen Freundl Ade. Jawohl. Jawohl. Wunderschön verklungen fast. Quasi ein Freundschaftsmädel, muss man sagen. Ein Freundschaftsmädel. Hat euch gefallen. Mir kriegen die blauen, die roten Achteln rein. Fred Statius, Toni Androsch, Zonkos Welt TV ist auch dabei. Servus, das große Freude. Das gefällt mir. Mans Garage, Georg Scheurer. Für den Walter, ja genau, für den Walter Häuser. Gott beim Sölig. Jawohl, einer der ganz Großen für mich. Ja. Und ein lieber Mensch auch noch, das ist das Allerwichtigste. Ja. Schau, die hätte ich gesagt, wer Patrick und Klausi Gerhard hat ein Herz alleine. Das schau Herz an. Jo! Ihr geht zwar 8 Leine an. Das ist Na, da kommt er gleich mit der Keule. naja, nein, aber Herzl ist ja lieb. Muss man gleich einen Tee einschenken. Hat er einen Tee, Kräutertee. Klingt eigentlich wie beim Braunschweiger. Der Rudi Korbis ist gut. Seit wann spielst du die Klampfe im Hochformat? Naja, jetzt erstens, ich bin dann draufgekommen, dass man es besser sieht in der Kamera, aber das war gar nicht der Grund, sondern weil das dann so mit dem Kabel da, mit dem Deppern, ich kann da nicht gescheit spielen. Und jetzt bin ich dann draufgekommen, weil den Fuß da unten so unterm Tisch da so eingeklemmt da und dann so spielt, dann geht das. Und für halt so ein paar Meter geht das. Naja, weil man schon wieder mit Knie. Was soll ich? Die Daniela Schlegel hat ja bunte Herzen eine. Ja, das ist schön. Der Güter, Naja, ihr von der bitte. Uschi Paula kommen gleich Herzl und Achtel. Achtel. Das gefällt mir auch. Und
Sektgläser. Jawohl, ja, Sprudel. Schau, der gute Erich Rusler hat gesagt, ich habe mit der Star mitgespielt, wahrscheinlich meint das Draht. Das war wahrscheinlich die Autokorrektur. Mit der Strat wieder mitgespielt haben. Jawohl. Ja, da hat er schon geschrieben. Hätte Strat heißen sollen. Günther, habe ich Rode, glaube ich. Habe ich sofort verstanden. Ich weiß gar nicht. Oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich Siehst du das habe nicht schon ein paar sogar? Videos auf Facebook Ja. gesehen von ihm. Ne? Großartig. Ja. Oder siehst du es, wie man schaut, nicht? Weil die Farbe von der Gitarre hätte ich da jetzt wirklich überhaupt nicht einmal im Ansatz sagen. Ja? Lustig. Ich bin Obwohl man mir sich's jetzt anschaut, auch nicht sicher, aber Ja. werden wir gleich lesen. Ja. Der Huber trinkt einen Hopfentee, die Dunja hat eine Achteln und Herzallen. Das ist mir überhaupt dann das Liebste. Das ist mir das Liebste. Heute habe ich einmal wieder ein bisschen so gespielt, nicht? So Wiener Lieder so geschaut. Und da ist mir eingefallen, wieder, was wir auch spielen könnten, das uralte Heisal, also ich weiß auch, als Wirtshaus ist, weit draußen den Otterkring. Das könnte man mal wieder spielen, ja. Das Ich geht freue aber mich schon, auch, wenn wir ja. das so einmal wieder spielen. Ja, ich freue mich auf alles, was wir so wieder spielen. Oder? Das ist ein Wahnsinn, die Tourerei. Weil es ja wirklich. Ab Mai. Ja, na sicher. Machen wir unsere Sendungen wieder ganz normal. Ja. Ja. Da kommen wir zusammen und halten einen Abstand, ja, wo wir uns halt nicht Ein Meter und ausspucken. geht schon. Ja, der Günther sagt, rot passt, ja, rote Strat, oder? Ja. Da. Wieder Marc Knopfler. Weißt du? Ja, Harry Schneller-Fonte, der will mit Jazzgitarre her. Ja, das ist irgendwann sicher. Irgendwann sicher ist auf dem Kanal. Der klingt gar nicht so gut, Herr Stark. Der ist super, das ist eigentlich eine meiner besten Gitarren. Erst wenn der Verstärker da ist. Ja. Der Gescheite. Ja, das stimmt, genau. Ich kann sagen, ich warte, bis mein Röhrenverstärker da ist. Ja. Könnte dauern noch ein bisschen, nicht? Aber nein, glaube ich nicht. Ja, schauen wir mal. Nein, sonst habe ich einen Transistorverstärker. Wow. Ja, ich kann gut damit leben. Der Rudi Korbis oder vom Häuser die alte Hitten. Naja, das Problem ist, ich hätte die Noten da liegen. Müsstest du das auch haben, dann könnte man spielen. Aber ich habe die jetzt nicht griffbereit, weil das ist alles durcheinander hier wieder noch. Wegen an Kosten, wegen an antiken Kosten. Ja, Ich muss einen kurzen Schwenk machen für euch. machen Es Sie. ist ja da, es schaut ja furchtbar aus da herinnen noch, weil der Kasten steht immer noch mitten im Raum hier, seht ihr das? Und da sieht man jetzt dann den neuen Kasten, da den schönen, hinterm Licht, nicht? Das wird man jetzt nicht gut sehen, da nicht, aber da steht immer noch der große da im Weg. Ja, wer trocken den aus? Ich morgen mit der Elisabeth. Sonst schaut es aus wie noch immer wie bei den Räubern hier in der Räuberhöhle. Da kannst du keine Möbelbacker holen, sag einmal. Das ist ja. Ja, mit den einen Kosten ausgetrunken in die Garage. Mit Mundschutz. Ja. Schau, liebe Grüße von der Mamschi von der Hette. Jawohl. Zum gestrigen 79er. Ja, aber steht's mir der Rosenstall, dann müssen wir ja spielen. Das ist klar. Patrick, das müssen wir. 79er. Die Mamschi Jawohl, von der das Hette. geht sich Haut aus, einmal okay. eine bitte für die Mamschi von der Hette. Die Isabella. Achteln, rote Achteln ohne Ende. Zum 79. Geburtstag. Wir drücken die Daumen für die Zukunft, dass alles leibend wird wieder. Und Alles Gute. Günther Vollenhofer, aber das silberne Kantel gesucht und euch gefunden. Sensationell. Günther, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Das gefällt mir. Schön, dass du da bist. Na, du pass auf, das machen wir. Machen wir für die Dann machen wir Mamschi. doch gleich. Stütz meine Rose, oder was war? Stütz meine Rose. Jawohl. Das Ja. Zum Purzeltag. Zum Purzeltag. 79 ja. Jahre. Kriegt sie, stütz meine Rose in den Stuhl. So, da kann man schon zum Kleiner. So. Das Ganze ist, glaube ich, in F wie Vater. Gell? Ja, ich glaube Ja. auch. Stütze meine Rose in den Stuhl. Bald kriegst zum letzten Mal. Da sag ich Homan und daheim. Dann hängst das Geschirr an die Wand. Bald kriegst einen Half der Wand. Dann kommt der Abschied für uns drei. Nehmt's meine Bätschner mit, stütz mir's wo rein, damit ist nimmer Schmerzen her. Hängt an die Tiere geschloss, dann sind's wirklich los, weil ich jetzt nimmer
so wie vor Leid gehört. Die letzte Fahrt, das war keine Fahrt ins Paradies. Das hab ich kaum gesehen, das war mir gewiss. Die Rosen immer so, wie früher mal am Strand. Die Hof und Jungen, ihren Abschiedsgesang. Sie war der stolzste Rose und Name frei. Drinnen dran und schöner wie die Zeit. Steht meine Rose in Stall, bald kriegst zum letzten Mal eine Sacke Hoben und ein Hai. Dann hängst das Geschirr am Wand, bald kriegst ein Halfter Band. Dann kommt der Abschied für uns drei. Nehmt meine Peitsche weg, stellt's mir's wo ihnen hin, damit es nimmer schon eins her. Nehmt's an die Tiere Schloss, dann sagt's mir endlich los, weil ich jetzt nimmer so wie vor Leid kehr. Ein Klassiker. Ein Klassiker. Wunderbar zum Geburtstag, Isabella. Jawohl, jawohl. Und die Achtel sind reingefahren. Das ist natürlich ein Hit. Da der Rudi Korbes fragt dich schon, Patrick, wenn die Schule wieder anfängt, wann kriege ich wieder einen Unterricht? Ja. Kann ich da nicht sagen, oder? Den werde ich in den nächsten Tagen kontaktieren. Ja. Jawohl. So schaut's aus. Sehr schön. Schaut ein Schlückchen von dem Wein. Hat er nicht gefallen. Hat er nicht gefallen, glaube ich. Ja, stellt's mir einen russischen Stall. Das ist auch so ein Klassiker. Ich würde zwar gern, wie soll ich sagen, wird oft ein bisschen missbraucht, möchte ich nicht sagen, also missverstanden als es wird oft so abgetan, ja. So als so Schlag, ja, das ist so ein billiges Lied oder so. Ja. Nein, ist überhaupt nicht, finde ich, gar nicht. Es zählt so den schön, finde ich, vom Text von allem her. Ich finde auch. Ja, und das ist der Wiener Blues in Reinkultur. Das kann man schon sagen. Ja. Wiener Blues. Du, ui, jetzt ist er weg. Nein, ich bin da. Nein, ich rede nicht von dir. Ich rede nicht immer von dir. Ich rede von... Ich weiß nicht. Na, der Roman Buchter. Der Roman Buchter fragt, wann ihr so einen Abend spielt, wie viele Lieder spielt ihr da so, wie lange reicht das Repertoire? Ja, das Repertoire reicht eigentlich, ich weiß nicht, 10 Stunden. 500 haben wir sicher im Repertoire. Also ja, aber da sind schon viele dabei, die man eigentlich nicht gern spielt. Das ist am Ball, nicht? Da spielen wir, also am Ball, wie lange spielen wir am Ball? Auf einem Ball? 6 Stunden. 7 Stunden, ja, je nachdem. Ja. Aber da sind schon sehr viele Lieder dabei, die man eigentlich 8 machen wir, ja. Als Pausenfüller. Das spielen wir nur als Pausenfüller. Aber ich sage jetzt so. Aber Repertoire haben wir für Stunden. Stunden haben wir Repertoire. Stimmt. Aber die gemütlichste, leibendste Repertoire-Ebene, sage ich mal, ist so 3 Stunden. Also je weniger, desto mehr Zucker so ausschöpfen, wirklich die Zucker, ja. Also so 2 Stunden, so 3 Stunden, mehr als 3 Stunden, weil man dann einfach schon auch nicht, also man verliert ja dann die Kräfte auch, ne? Und man kann schon spielen. Ich glaube, die Frage war mir anders genannt, die war gemeint, wie viel Repertoire wir wirklich haben, also was wir spielen können. Ja, nein, das haben wir also nicht so. Mit der steirischen noch dazu und Stunden singen. Ja. Nein, das ist, also so ungefähr. Roman, ich hoffe, deine Antwort ist beantwortet. Der Konrad Kaisermüller, Kaisermüll Blues ist der wahre Wiener Blues. Ja. Ja. Hat irgendwo was? Ja, den Thomas. Manche hat per Telefon zugehört, das Zürcher Internet ist abgestürzt. Na, was ist dann los mit dem Internet? Ne? Jetzt stürzt über das Internet an, ne? Ja, das ich will nicht sagen. Ja. Das ist jetzt die letzte Bühne, die wir noch haben. Das war das, ja, genau. Ja, es ist ein Wahnsinn. Ein Klassiker. Unglaublicher Wahnsinn. Nein, das ist ja.
Kaisermühlen, ja, bin ja jetzt auch irgendwie ein bisschen damit verbunden, nicht? Weil eben durch das, dass ich nach Floridsdorf gezogen bin, ist natürlich auch die Ortschaft Kaisermühlen irgendwo halt immer wieder ein Teil, wo ich durchfahre oder so. Ich meine, jetzt halt weniger, aber so grundsätzlich. Ja, na pass auf, aber jetzt hätte ich trotzdem gerne noch mal darauf hinweisen, auf quasi ein Wunschlied, also Wunschlied von mir, unter Anführungszeichen, weil mir das heute eingefallen ist, das wird aus in Unterkriegen. Das könnte man doch spielen, ne? Ja, das könnte man machen, ja. Weil wenn ich schon rede von Heimat nicht, und so weiter, und mein Unterkriegen, nicht, das ist ja, da werden die Augen gleich feucht da. Nicht? Ja, der Franz, weil eben nach 3 bis 4 Stunden wirst du durch Wein müde. Ja, das ist auch, das kommt auch dazu oft dann. Das ist klar. Ja, besonders in Lidschow ist das sehr anstrengend oft. Ja, auch gut, aber da spielen wir nicht so viel. Und ja, außer am ersten Abend immer. Nicht? Der erste Abend, da spielen wir dann Torzettel und vor allem sehr spät. Und da ist man halt dann natürlich auch schon ein bisschen die Ding. Allerdings kann ich behaupten. Beste Stimmung meistens, ja. Du, wir haben nie, ich überlege gerade, nein, wir waren nie aufgrund von Alkohol irgendwie unpässlich, oder dass wir halt nicht spielen haben können. Nein. Also, oder nicht gut spielen haben können. Das war nie. Nein. Mir ist es ein einziges Mal in meinem Leben passiert. Naja, aber das hast Das ist viele Jahre her. Naja, du hast hoppala, aber du hast das auch in den Griff gekriegt dann. Also das war allerdings, da warst du vor dem Konzert angesoffen. Ja, das war furchtbar. Aber es hat trotzdem tadellos funktioniert. Also das war insofern war das. Aber da stirbst 1000 Tote. Also ich verstehe nicht, wie das mache. Das ist kein Genuss. Nein, definitiv nicht. Nein, wenn man so halbert ist, nicht, dass man mitkriegt, dass man es nicht. Aber wie gesagt, das haben wir an sich. Aber das ist auch kein aufgefallen. Also das ist auch kein Thema gewesen. Das war so, hast du gemerkt, habe ich gemerkt. Du hast das aber am Anfang, das ist aber schon Jahre her. Das war wirklich überrascht. Patrick nervös und so was reingeschickt. Da hast du scheiße, bin auch gesoffen. Ja. Aber viele Jahre aber her. das war in keinster Weise. Ein junger Bub war ich noch. Ja, aber das hat in keinster Weise ein Publikum mitgekriegt oder musikalisch. Die Mama hat es mitgekriegt. Ja gut, okay, ja, das ist klar. Deine auch. Das ist schon klar, aber solange man richtig spielt und alles in Ordnung ist. Und ja, naja, und dann haben wir schon so Situationen gehabt, allerdings waren wir da schon wirklich abbrechen. Also da haben wir die offiziellen Teile erledigt gehabt und sind halt noch zusammengesessen mit Leuten und haben dann wirklich zur sehr späten Stunde nochmal zum Instrument gegriffen. Naja, gut, okay. Aber das gilt nicht, weil da ist man ja auch nicht mehr aktiv im Dienst, ne? Wie man so schön sagt. So ist es. Ja. Genau so ist es. Also Patrick, Otterkringer Lied, ein uraltes Lied, man weiß, das ist eine Volksweise. Da gibt es keinen Komponisten oder so, den man angeben könnte. Eine alte Volksweise, ein alter Blues aus Otterkring sozusagen. Jawohl. Das ist in F-Dur, gell? Ja, das weiß ich. Ganz Speise, der wird dieser Grenz wie durchs Land. Der wird den Weg mit sein Zitrin handeln. Dort kommen wohl echten Wiener zusammen, Weil's heute Wien kein Platz mehr hat. Dort geh ich hin, dort bin ich saus und dort ruf ich aus. Ich weiß ein kleines Wirtshaus, weit aus den Unterkring. Dort sitz ich und träume allein. Durchluft, die halbe Nacht
ein Wirtshaus in Untergring, war ich längst schon kein Junggesell heut mehr. Du jetzt sitz ich und träum ich war nie noch im Sinn, in dem Wirtshaus oder Trost in Untergring. Mit Ballett. Weil längst schon kein Junggesell heut mehr. Du jetzt sitz ich und träum ich war die noch im Sinn, in dem Wirtshaus Trost in Untergring. Einmalig. Ja, ich versinge jetzt schon, weil ich habe ein bisschen Allergie und meine Nase ist zu. Ja? Na, bei mir ist gut gegangen. Meine Nase schließt sich. Rein. Jetzt kriege ich keine Luft. Jetzt haben wir gedacht, ich nehme vielleicht noch mehr einen Nussschnaps von der Daniela Schlögl. Weil das kann man ja. So, kann man ja machen. Der hilft. Ja, der hilft auf jeden Fall. Du, da fallen die Achtel einer, muss ich sagen, leibend. Ich sehe hervorragend. Alle, Blunzenkistler, wäre wichtig. Na schau. Der eine schnupft, der andere kann nicht trinken. Ja. Schau, darum ein Buch, das wird dann pro Abend ca. 60 Lieder. Alle diese Texte zu lernen, ist eine enorme Leistung, von den Noten ganz zu schweigen. Ich spiele ja immer ohne. Hut ab. Ja, danke, Roman. Das ist, wir spielen, ja, wir haben nie anders gespielt. Wir können nicht mit Noten spielen. Ich meine, können wir schon. Also, wir könnten aber mit Anschlag. Es wirkt auch nicht so. Nein, genau. Aber wir könnten sicher mit Anschlag unser Repertoire verdoppeln, wenn wir jetzt Noten verwenden würden. Sofort, wenn man es immer mitnimmt oder was, ja, kein Bei Problem. Noten, es ist ja eher oft der Text. Also die Noten, das hast du relativ schnell drinnen. Das ist keine Herausforderung. Eher dann so der Text, nicht? Vor allem, weil die Noten, das bringt man hin. Na, aber schau das an. Die Achteln, ein Wahnsinn. Boah. Ich muss dann nur mal schauen, Was hast du? die Düfte aus der Küche schon herziehen, schon langsam. Nein, noch nicht. Naja. Es dauert noch ein bisschen. Ich glaube auch. Ja. Obwohl wir eine Stunde haben wir schon. Über eine Stunde ein bisschen, ja. Sehr Ja, schön. ja. Die Zeit vergeht mit Das ist der Patrick, nicht? Wenn man sagt, schön. eine Stunde 3 Minuten. Herrlich. 1 Stunde 3 Minuten. Und Aber der es kommt Patrick, immer so über eine Zigarettenduft. Stunde. Kommt ein guter hierher. Zigarettenduft? Ein Zigarettenduft kommt? Man ist ja mal offen bei einer Rauch und draußen die Balkon, die ist offen. Eine Sauerei. Daniela Schlegel, ich habe jetzt noch mal einen Nussschnaps eine von dir. In der Hoffnung. Jo. Wird schon werden. Ja, einmalig das Wirtshaus, sagt Franz M. Ja, das ist wirklich so ein alter Blues, das taugt noch viel. Also, ich habe heute wieder ein paar so alte Lidl ausgeräumt. Weil ich mir gedacht habe, ja, siehst du, das habe ich schon wieder vergessen auch. Also das ist. Aber wenn der Roman Buchter sagt, mit 60 Lieder, ja, also wie gesagt, unser Standardrepertoire, das, was wir wirklich außer Stand sofort drauf haben, ich schätze, es wird irgendwo bei 300 liegen. Und wenn wir dann ein bisschen wenn wir dann ein paar Lieder dazu, wenn wir irgendwo auf 500 kommen, schätze ich. Aber es ist so falsch nicht, Patrick, mit den 60 Lieder, also ein bisschen mehr, wo so die Highlights sind. Also die Nummer, die wir gerne spielen. Ja. Na klar.
Weil die Stunde, weil in der Stunde schaffst was schafft man 15 Lieder in der Stunde, ne? Ungefähr. Ja, 18 schon. Naja, ja, na genau. Geht hier locker. 18, machen wir 20 sogar. Ja. Weil mache ich dauern nur 1,5 Minuten oder mache ich es relativ schnell. Schaut dir deine Freunde gut an, zum Beispiel genau. ist relativ kurz. Ne? Es gibt ja vor allem die alten Lieder, es gibt so viel, Die wirklich sehr wirklich kurze. kurz. Ja. Und dann singen wir nur auch Strophen oft, weil die anderen Strophen irgendwie haben wir schon oft geredet mit euch über das Thema. Nicht so wirklich was hergeben. Und Ja. Ja. Ja, nein. Gut, der Landtalstromer ist auch da, jetzt kann es losgehen. Passt, jetzt gehen wir sau. Jawohl. Angebot habe ich schon. Was? Daniela Schlegel, vom vorigen Jahr gibt es noch etwas, aber natürlich wird heuer auch wieder einer angesetzt. Keine Angst. Nein, ich habe keine Angst. Daniela, ich habe keine Angst, ich habe Zuversicht. Große Zuversicht. Ja. Michael Fessel, super Lied, Brustmänner. Sehr zum Wohl. Danke euch schön. Danke, Michael. Ist das, was ist, Sie und ich einfach daheim Musik machen, Dunja und Michael. Das ist ein einmaliger Profilname. Ein bisschen lang ist der Herr Dunja und Michael. Sie und ich, das ist von Michael, nicht? Weil er sagt ja, Sie und ich einfach daheim Musik machen. Großartig. Ich meine, es wird sich als Marke nicht durchsetzen, der Name, aber ganz großartig. Ganz großartig. Ja, wie gesagt, ich habe heute so ein paar so Ausgaben. Und auch jetzt zum Beispiel das vom Neuwirt, nicht? Dieses echte Wiener Lied. Muss ich sagen, ist ja auch, wenn man für uns ja insofern ein altes Lied, wenn man das schon vor vielen, vielen Jahren einmal aber das haben. kennt man aber wirklich ins Repertoire auf. Also, Ich finde schon, ich finde das sehr lässig. Ich werde mir das gleich mal reinziehen. Auch. Ich finde das, ja, zieh ich das rein. Es ist ja nicht schwer, es ist ja nicht schwer. Das ist ja. Das hast du ja, das schaust du an, trinkst ein Achtel und kannst das. Ja. Und so Andreas Christian, super Patrick. Über eine Stunde, 18 bis 20 Lieder in der Stunde. Herrlich. Na, so, Ja, so 17 bis 18 gingen wir sie meinen dann doch nicht wirklich heute in der Stunde. Wir meinen Ja, schon beim Spielen. Also, wenn wir wo auftreten. Nicht heute. Ja. Naja, schaut, Blunzenkistel muss sich anmelden. Internet spinnt sie aus. Ja, das verstehe ich. Da macht das keinen Spaß. Ja. Das macht überhaupt keinen Spaß, ja, das verstehe ich. Schau, die tun ja bestätigt, das ist wirklich der Michael. Ne, alles dann. Ja, schau. Ja. Wir haben ein weiteres Profil und jetzt kann sich Michi als Michi nicht mehr anmelden. Ah, verstehe. Ja. Die Technik ist ein Hund. Die Technik ist ein Hund. So, jetzt muss man wirklich. Ich habe mir auch so alte Lieder angeschaut. Das größte Glück wieder dann für später dann. Zum Beispiel. Und wer noch nicht draußen war im schönen Liebhardstal. Boah, spielen wir das? Gehen wir Da das war spielen? solche Sachen. Nein, so jetzt nicht. Das ist mir zu risikoreich. Ja, Da muss wirklich, das müssen wirklich sein. Jetzt Sachen sind die 100%ig bei mir sieht. Also da muss wirklich. Das muss halt wirklich. 100%. Du müsstest eigentlich der Streamer sein. Weil Genau. die meisten Lieder, ich spiele es auch. Ja, bis auf die Vorspiel müsste man dann auslassen, was du normal spielst, aber sonst, ich könnte halt anfangen Genau. und du lernst jetzt Genau. so. Genau. Da könnte man alles spielen. weggehen, ja. Ja. Alles fast. Ja, genau. Aber das ist, weil wir So so gewöhnt sind, oder weil das halt so rennt bei uns. Aber du lernst immer zu und dann ist es blöd, wenn man sich zugelernt und dann auf einmal den führenden Part übernehmen muss. Ja, das geht bei ein paar Liedern gut, bei manchen geht es gar nicht, weil sie ja gerade im Wienerischen, weil das ja Bei nicht im Liedern, die ich Rhythmus singe, ist. habe ich kein Problem damit. Ja, na logisch. Das ist klar. Das ist, Ja, aber sing was, Patrick, sing was. die aber gerade gesungen. Ja, sing noch was. Ja, das Heisel gesungen von Ja. bis hinten. Ja, nicht, ich hab mitgesungen. Grüß dich, Ich Servus, hab aber auch gesungen. Grüß dich, Gott, habe ich gesungen. Ich habe alle gesungen. ja, ich hab schon auch gesungen. Also, Das fällt da gar nicht mehr auf. nein, ich meine jetzt eins, das du singst, so meine ich. Eins, das du singst. Das war jetzt nur das Wirtshaus. Ja, da habe ich auch mitgesungen. Da singe ich ja die Überstimme. Wenn mir die Nase nicht blockt. Bei Grüß dich, Gott singe auch ich in Refrain immer. Ja. Na, singen da mal beide. Ich meine jetzt, was du singst. Was du allein singst. So wie es Wirtshaus, du singst zum Teil allein. Du hast da. Ja, bei Grüß dich, Gott singe ich auch in Refrain allein. Ah, in die Strophen. Ja, Ja, zum Beispiel. ja, nein, große Leistung, warte, ich will das nicht schmälern. Ja. Aber jetzt, wir spielen noch was du singst. Das war, die Idee Da war, können wir dass wir was was spielen, was wir können. Was? War das, hast du geübt oder was? Hallo? Ja, ich höre die. Oi.
Jetzt höre ich dich wieder. Geht. Glaube ich, geht weiter. Es geht wieder. Ja. Du, Geht schon, ich höre dich wieder. der Franz M. hat wieder was angestessen. Was hat er denn angestessen? Erinnert euch vielleicht an eure älteren Sachen, Engel aus Kanal, Einsamkeit. Ja klar, aber das können wir so nicht spielen jetzt, nicht? Ja, aber der Zockers Wette ist schon eingesprungen, nicht? Engel aus Kanal. Ja. Das kann ich gar nicht mehr. Das kann ich nicht mitspielen so jetzt. Der Klasse 4. Das habe ich geschrieben, das Lied, weil der Zonka fragt, das ist quasi, ich habe ein Lied geschrieben über das Engel aus Kalau, weil ein Lied vom Herrgott aus Star gibt es ja schon. Und da habe ich gesagt, ich schreibe also ein Lied vom Engel aus Das Kalau. kleine Kennt seine Kinder ganz genau. Ja, was weiß ich. Also wenn wir nebeneinander sitzen, das ist so schwierig. das vielleicht Kein Problem, machen wir es. hätte man es hinbiegen, aber... Ja, Rudi Korb, es ist schön, ein Freund alt zu werden. Rudi, das haben wir heute schon gespielt. Das haben wir schon gespielt, da warst du noch nicht da, glaube ich. Das hat man davon, wenn man zu spät kommt. Das hat man davon. Ja. Der Mautz Garage, ja, singt doch mal was. Ne? Das ist jetzt, wenn es Messing schon glanzt, da geht, ja, könnte man machen, aber jetzt mein Problem ist wirklich, dass meine Nase zu ist und ich da sicher jetzt nicht gut aufgekommen. Aber Dann mach ich was einmal. Ich gehe mal, gehen wir es an. ich sage ja die ganze Zeit, sing was machst du denn? Jetzt fangen wir mit dem ersten einmal an. Das ist in F-Dur und fängt in C an. Jeder Mensch hat auf der Welt, wie man sagt, sein Steckenpferd. Und das meine ist der Hahn, wo die Wempel wachsen da. Wo vom Haus ein kleiner Buschenwind, wo man alte Wehrlieder singt. So aus der Unterlot es jedem voll grad, so habe Tanzers unserer lieben Wiener Stadt. Wo der schwarze Kader sitzt am Fass, wo das pure Gut drin aus dem Glas, da wo man trinkt und isst, da wo man alles vergisst, was hätte immer mehr zum Ende ist. Wieder Sport und Kaffee. Sicht mal, Ewig schaut was um die Zeit. Und beim Fernsehen schlaf ich ein. Denn für mich gibt's nur ein Bein. wo vorm Haus ein kleiner Buschenwind, wo man alte Wehrlieder singt. So aus der Unterlot es jedem voll grad, so habe Tanzers unserer lieben Wiener Stadt. Wo der schwarze Kader sitzt am Fass, wo das pure Gut trinkt aus dem Glas, da wo man trinkt und isst, da wo man alles vergisst, was hätte immer mehr zum Leben ist. Sterbestrophe. Die Sterbestrophe gehört immer dazu im Lied. Einmal mit mir zu reden. Okay? Mach ich gleich mein Testament. Es muss kein Bruder sein. Er hat's wie ne Fassel. Aber voll ist natürlich. Blau im Fußballschüsse. Wo voraus ein grüner Buschenwind, wo man alte Wehrlieder singt. Aus der Unterlot es jedem voll grad, so habe Tanzers unserer lieben Wiener Stadt. Wo der schwarze Kader sitzt am Fass, wo das pure Gut trinkt aus dem Glas, da wo man trinkt und isst, da wo man alles vergisst, was hätte immer mehr zu reden ist. Jawohl! No, der Tadellos. Der Buschenmarsch. Tadellos, der Ein Buschmarsch. Klassiker. Ja. Und da kommen die Achteln rein. Jawohl, Das ist na ja. schön. Eine ganz leibende Geschichte. Pawlatschen-Lotto zu Hause. Puppe ist bei mir stehen geblieben. Jetzt muss ich noch ziehen. Das kommt dann zu euch. Ah ja, das Pawlatschen-Lotto, das hat sie. Genau. Da hat's Damals
die Zettel Ja. mit dem Beträgen oder was, nicht? Und was ziehen, das müssen sie, das zahlen sie dann. Hörst mich nicht, Patrick? Du schaust so unglücklich. Oi, hört mich nicht. Hörst mich nicht? Na. Hallo? Ja, hallo, aber du Ja. hörst mich nicht, ne? Scheinbar. Jetzt höre ich was? Ja, ich Ja, höre ja. dich wieder. Danke. Na, passt. alles da, na Das bitte. geht schon wieder. Na, Ja, schau. genau. Na, tadellos. Ich hab das genau. gar eingestellt. Ja. Ja, die tun, ja, die haben daheim, die haben so ein, glaube ich, ein Chorwandel oder was, nicht? Da haben sie dann drinnen Zettel mit verschiedenen Geldbeträgen und das dann sie mal herum und das, was sie ziehen, das zahlen sie uns. Das ist immer Das ist super. sehr nett. Immer große, ich muss überhaupt sagen, also, herzlichsten Dank an alle, die das in Anspruch nehmen und wirklich leibert. Also, das ist ganz super. Es federt wirklich ein bisschen ab und vor allem, es ist eine Bestätigung, dass wir irgendwas richtig machen. Und das taugt mir auch nochmal dazu. Und viele schreiben mir was dazu, irgendein Sassel und oft was wirklich ganz Nettes oder ja. Nur wenn Antworten, das war dann echt schon zu viel. Das klingt gut, nicht? Das haben wir so viel. Aber wir gefallen uns total. Markus Bristonik ist auch da, sehe ich gerade. Das ist schön. Ja, großartig. Großartig. Was haben wir heute? Heute haben wir ein bisschen einen kleineren Zuschauerding. Immer so um die 50. Aber. Ich glaube, 47 gesprungen. Ja, naja. Aber es ist immer so um die. Es waren aber schon um die 58 auch heute, gell? Ja. Aber wir Ja, haben eine so Konkurrenzveranstaltung heute. Ja, ich nehme mal an, dass da ein paar sind, aber ich glaube gar nicht einmal so viel. Ich glaube, dass das einfach jetzt da auch so eine Zeit ist, wo diese Corona-Geschichte einfach so dermaßen viel so Livestreams und solche Sachen anbietet, dass die Leute auch schon immer mehr wissen, wohin oder so. Könnte man vorstellen, ich weiß es nicht. Ja, ich weiß nicht. Aber Ist möglich, ja. das ist ja. Haut ein Tee rein, Patrick, haut ein Tee rein. Ein wunderbares Getränk. Wie schmeckt das herrlich? Da ist leer. Da war ein Trepferl drinnen. So. Ein Wahnsinn. Ja, erst die Nasen geht zu, ich weiß nicht, die ganze Zeit. Da singen wir was, ich singe noch was. Was machen wir? Machen wir die Landpartie auch noch. Da bin ich dabei. Selbstverständlich. Da bin ich dabei. Nimm einen Schluck vom Wein. Ich werde noch einen Tee für meine Stimme nehmen. Ja. Tee. Tu da einen Schal umbinden. Ja, ein Tee. Da kommt Tabakrauch aus der Küche. So kann ich nicht arbeiten. Jetzt noch einen Tee. Das ist das Wichtigste. Das ist das Ja, genau. Wichtigste. Das Wacheln. Jawohl. Das Husten verstehe ich noch, aber das Wacheln, das nutzt mir genau gar nichts. Ja, das ist sehr lustig. Sehr lustig. Immer sehr amüsant, ja. Gut, gehen wir so Ich an. bin dabei. Willst du noch was sagen dazu? Nein, ich sag Eine nichts. Kleinigkeit, nein? Ich halte Was ist dabei. gut, passt. Kein Duft und kein Stank von Benzin, kein Mensch und kein Vieh, ja wohin. So nach uns braucht man noch fast eine Stunde, Familie samt die Katzen und die Hund. Zuerst der Haus, Kraut, Frau, dann der Gradeltroger Plan, seine Besshälfte auch, dann der Bierversüberer Strauch, Hase alte war dabei, Kinderstucke Zähne her, der Friseurkühl von Brigitte hängt am Trittbrett wie ein Schnitt. Am Bock mit der Rehbiesel Hosen sitzt vorn der Hofmusikant. Er tut auf sein Poster und Blosen ein Liedl, das jedem bekannt. Ja, habt's ein do, ein Schwindschein, alright. Het gibt's ja gar nicht.
Jawohl. Dankeschön. Jawohl, na einmalig. Einmalig. Eine Landpartie mit Seisal. Außer Ich habe noch immer dieses, kennt ihr das, wenn man so ein Teeblattel oder was, das biegt sich hinter. Ein Teeblattel hat sich bei dir hinten abbiegt. Hast du ja angehört. Ein Teeblattel hat sich hinten abbiegt. Patrick. Also fast ums Zapfen gewickelt, kann man sagen. Nein, das ist wirklich, ja. Das ist eine sehr unangenehme Situation. Aber schau, der Fritz Schatko sagt auch, das Internet spinnt bei einer auch in Deutschland da, ja. Landtalstromer, wie der Onkel gesagt hat, man schafft gar nicht alles und sucht sich dann das Beste raus. Und natürlich ist er bei uns. Na, das ehrt uns. Ui, schau, die tun ja dann 40er zu. Na, das ist natürlich, da kommt ein Gerstl rein, das ist eine gute Idee. So hat es das letzte Mal schon gesagt, ja, das sollten alle machen, so ein Ziegen, so ein Lotto. Pavlatschen-Lotto, ja. Genau. Pavlatschen-Lotto, genau. Aber muss gar nicht sein, es haut eine, was es gibt. Weil natürlich die Diskussion immer da ist, nicht, ja, jetzt stellen so viele Künstler, die, ja, alles kostenlos ins Internet. Denk mal her, das haben wir schon gemacht vor einem Jahr. Nicht? Über ein Jahr schon, ja. Das ist ja, aber das natürlich, ja. Das ist halt schwierig, es ist ja ein Umbruch, also unabhängig von dieser Corona-Geschichte, es ist halt ein Umbruch grundsätzlich schon mal, wo einfach eine Generation heranwächst oder schon herangewachsen ist, die einfach das mehr oder weniger kostenlose gewohnt ist. Ja. Kann ich sagen, ist gut, ist schlecht, ich kann alles Mögliche sagen, aber das der Fakt ist der Fakt, genau. Ja. So ist es, ja. Das nutzt nichts, ja. Ja. Das nutzt nichts. Ja. Schau, die Johanna Duschl, das sind wirklich schöne Abende mit euch. Ich freue mich schon auf die nächsten Live-Abende im Röschenkeller. Na, auf die freuen wir uns auch. Auf die freuen wir uns. Ja. Ja. Franz Ruschka, super der Rhythmus. Ja. Naja, ich weiß nicht. Es ist wirklich, also es muss aber wirklich internettechnisch was sein, wobei wir da jetzt keine wirklichen Probleme haben, aber ich habe schon relativ gegen die letzten Male stärkere Aussetzer, wo es natürlich dann schwierig ist zum Dazuspielen. Ich sehe dein Bild oft viel später erst. Also ja, du bist hinten noch heute ja. ich höre die Stimme zwar, aber die Bewegung passt so gar nicht dazu. Irgendwas hast du heute. Ja, ist ein bisschen schwächer. Ja. Was, ist halt irgendwas Großes im Fernsehen, das alle schauen? Was, ein Fußballspiel gibt es keins? Was weiß man? Ja, aber wie gesagt, das ist halt, glaube ich, wirklich so eine Umstellung grundsätzlich. Wie gesagt, das hat mit Corona, glaube ich, nichts zu tun. Dass einfach diese Zeiten vorbei sind, wo man alles so hamstert und nur wenn man zahlt, kriegst du das. Weil sich das ändert. Das nutzt nichts. Also, und ganz ehrlich, natürlich könnte man sagen, nein, ich spiele das nicht, nur wenn es auch Geld gibt. Aber mir ist das mir lieber. Es alle spielt das jetzt, wenn wir kein Corona hätten, beim Lagerfeuer und überall spielt Lieder von den 16er Buben und du kriegst keinen Cent dafür, aber das wird verbreitet. Und ich glaube, das ist das Wichtigere. Für mich als Musiker ist mir das Wichtigste, dass die Musik, die wir schreiben, jetzt oder auch das Wienerlied, dass es verbreitet wird. Weil es gibt dann genug, was mir davor wenn es verbreitet wird, wird es auch nur gespielt im Endeffekt. Überhaupt. Wir werden engagiert für Feste. Das geht dann automatisch weiter. So ist es. Also ich glaub, dass das... Denke ich halt. Aber ich verstehe schon an jeden auch, der halt sagt, ja, das ist halt eine schwierige Geschichte. Aber in dem Moment, wo ich sage, da ist der virtuelle Hut, den findet jetzt da und geht's was einzahlen, dann ist schon immer kostenlos im Internet. Dann passt es Aber ich denke mir auch, jeder, der es hören will, und nicht zahlen kann, oder sonst was, das soll es hören. Und damit haben wir es schon. Der Harry Schnellerfante wird schon wieder frech. Klausi hat Aussetzer, ja, es wird ein Wein sein. Das ist jetzt eine Frechheit. Eine freche Nuss. Ein Wahnsinn. Und wir werden immer sein. Genau. Der Günther Erich Russell sagt, nach der Geschichte wird für euch alles besser sein wie vorher, wünsche ich euch. Ja, ob es besser wird oder nicht, ich glaube schon, dass es grundsätzlich besser wird, allerdings glaube ich halt auch, dass es jetzt schon vorher noch mal einen ordentlichen Crash geben wird. Nicht? Also weil jetzt hat man halt geredet vom Virus, der Virus, ja okay, der Virus kann gefährlich sein, kann nicht gefährlich sein, ehrlich gesagt, das weiß ja keiner. Und es gibt ja wirklich da für und wider und was weiß ich, was alles für Untersuchungen und keine Ahnung. Aber der Punkt ist halt das, was gemacht worden ist ja nicht der Virus, sondern das haben wir gemacht. Oder die Regierungen oder wer auch immer. Und ja,
wie das weiter, weil wie gesagt, das ist noch nicht einmal der Anfang. Sage ich jetzt einmal so. Nicht? Und wenn sie es gut anfedern, gut. Wenn sie es so anfedern wie mit RTV, dann habe ich da sicher keine rosige Zukunft. Das tut mir leid. Also kurzfristig. Langfristig schon. Es wird anders, sage ich tun, ja. Nein, ich glaube, es wird besser, aber es wird vorher. Warte, heute, ich glaube, das war der Bernhard Hosmotto, der hat das, ich glaube auf Instagram, genau, da hat er geschrieben, also er sieht das eigentlich die Zukunft positiv, aber die nahe Zukunft eher negativ. Nicht? Also dass das quasi jetzt noch ein Kipp haben wird. Ja, ja der Tab dreht sagt auch, 4 Minuten unterbrochen, hab genug, für euch. Ja. Ja, wenn die sind, ich kann das verstehen, weil wenn das nicht rennt, irgendwann schaltet es dann an. Ja, da schleichen sie viel schon jetzt, das ist ja klar, verstehe ich. Ich mache das nämlich auch, wenn das nicht geht. Ja. Das ist ja, pass auf, Patrick, dann machen wir eine Schlussnummer. Machen wir Schlussnummer, ja, gut. Wir sind ja schon wieder bald da. Wir sind ja schon wieder da. Schau, die Johanna Duschler sagt, wir reden ja jetzt über euch. Vielleicht nützt euch das nachher ordentlich viel an Bekanntheit, wer weiß. Ja, du... Ja, natürlich. Es nutzt uns immer was. Weil wenn über jemanden gesprochen wird, ist es das Beste, was es gibt. Also wieso kann man in den Kommentaren keine Fotos einführen? Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Ja, der Harry Schneller Fonte sagt, ich habe schon früher das Internet genutzt, das kommt euch jetzt zugute. Ja, das stimmt. Und irgendwo, ja. da bin ich draufgekommen, da war ich ein bisschen in meiner Ehre gekränkt. Ja. Weil wir machen das eben jetzt seit über einem Jahr, weit weg von Corona und jetzt im Zuge von Corona, ich meine, nachdem noch 1,5 Monate vergangen sind, kommen so die ersten Großen dazu und sagen, ja, jetzt machen sie auch was, ja, und ein bisschen hin und her. Und die Medien berichten darüber, wie wann das jetzt eine Wahnsinnserfindung war von denen. Und da habe ich mir gedacht, ich bin richtig gekränkt in meiner Ehre. Ich sage mir, ich Trottel, ich mache das jetzt seit über ein Jahr. Über ein Jahr, ja, genau. Zu, nicht? Wir lernen uns da ein, wir machen das alles selber. Genau. Und da kommen ein paar Große her, lassen sie das alles machen. Die Medien berichten, wie super das ist. Da habe ich mir gedacht, aber auf der anderen Seite natürlich habe ich mir dann auch an der Nase genommen, deswegen ist es vielleicht zu. Habe ich gesagt, so, ärger dich nicht, habe ich mir gedacht, ärger dich nicht, es geht ja nicht. Es ist ja genau diese Show-Business-Oberflächlichkeit, die wirklich mir wahnsinnig, also wie überall, in der Politik, in der Wirtschaft, in der Kunst, da reißen nur mehr die halt irgendwelche Kontakte oder die sich da wirklich zum Trottel machen und ohne Drogen gar nicht mehr leben können, weil sie eben nicht damit fertig werden, was da für einen Scheißdreck machen. Ne? Ja, da bin ich lieber mit Patrick auf gemütlich unterwegs und wir können nicht nur damit leben, was wir machen, sondern wir haben sogar Freude damit, was wir machen. Genau so ist es, ja. Und ich kann gut schlafen und brauche keine Drogen. Ich meine, ein Achtel ist schon in Ordnung, nicht? Aber das fällt nicht auf der Droge jetzt. Nicht? Ein bisschen Tee. Ein Tee, das ist ein Kräutertee, ja. Alles selbst gezogen. Ja. Der Maut Garage sagt auch in Bezug auf die Freiheit, ja. Das glaube ich auch, dass sich da einiges ändern wird und dass aber das eben kurzfristig arg wird. Langfristig uns aber, es wird, weil es fällt schon zu viel Leute auf. Es wird uns alle Viere haben. Beim Andreas Christen läuft es wie geschmiert, na klar. Ja, mit seinen Desinfektionsgeschichten, aber das ist leibend. Daumen hoch, Andreas. Der Christian, der hat aber so diese Mikrofaserdücher auch, gell? Mikrofaser, weiß ich jetzt nicht, also ich kenne die Produkte jetzt, ich kenne nicht noch gar keine Produkte, aber die Screenix-Tierchen sind bei mir bekannt geworden, weil es Visier-Tierchen sind, wo du das als Helmvisier abwischen kannst. Aber da gibt es eine breite Palette von, ich habe da mal so reingeschaut, und also breite Palette von Handdissektion über Putztierchen, alles mögliche, alles so. Ja. Und rennt gutes Geschäft, das ist eine super Geschichte. Und wie gesagt, also ich kenne viele Leute, die das auch mal genutzt haben und auch sagen, bleib's dabei. Also, ja. Was haben wir noch? Internet fast 10 Minuten weg, Matthias Mariacher. Naja. Showbusiness knallhart, die Johanna Dusel. Ja, knallhart, das ist einfach verlogen. Das ist nämlich nicht knallhart. Knallhart ist es das, was uns einer macht. Ja? Nämlich Hakeln. Wenn ich daran denke, wie wir gespielt haben, was er sieht, bei einem Ball in der Hofburg, haben wir 40 Grad Fieber gehabt fast. Ich habe mir gedacht, ja, ich muss spielen, was wir machen. Das ist knallhart jetzt sozusagen. Aber ich kenne nur solche Leute, ich kenne nur Musiker, die sagen, ja, das ist halt ein Geschäft, da muss ich durch. Das
auch die, was natürlich oben sind, ja, die kommen ja auch nicht vor lau auf. Die müssen sich schon Nein. aufarbeiten. Klar. Aber so diese, in Österreich, so diese, ja, hat mit knallhart nichts zu tun. Ist einfach nur, ja, Freundalpartie sonst nichts. So wie überall auch sonst auch in Österreich. Freundalpartien, Echauffieren wir uns nicht. richtig. Spielen wir eine Schlussnummer. Machen wir's. Der Hannes Schönefonte sagt, wie sagst du immer, Klause, wir spielen für die, die da sind. Genau, und nicht für die, die da sind. Wir spielen, ja. Ein Krieg mit dem Virus, ihr werdet überleben. Wir überleben, bei dem muss man, ja. Ja, schau, der Dunja gibt uns auch Stoff, ihr seid ganz sicher am richtigen Weg, danke dir. Danke. Die Daniela Schlögl empfiehlt hier eine LMAT-Mischung. Ja, die Daniela, die macht so Tee. Ja, ja. So, also, Das gefällt mir gut. Das ist, so eine Kräuterfrau. Ihr schafft das. Johanna, auf jeden Fall schaffen wir das. Wir sind da. Ja. Na gut. Und Andreas Christian, ja, ja, Mikrofasertücher, ja. Ich meinte, mein Internet läuft wie geschmiert. Ist, ja, das Geschäft auch. Ja, ich glaube, alle reden vom Ding. Und irgendwie, da ist auf einmal das von dir gekommen, aber ich dachte, nicht, du machst das Geschäft. Aber ich freue mich, dass das Internet auch rennt. Aber schau, so haben wir geredet über die Sachen auch. Also Andreas, Christina, könnt ihr auch klicken, da halt wahrscheinlich ist der da, oder Andreas, hau einen den Link von der. Ja, na von der- sicher. Entschuldige, Werbung ist verboten. Ist ja keine Werbung. das ist keine Werbung. Ich sage, hau einen Link. Hau einen Link, dann sieht man das. Ja. Also wie gesagt, die Motorradfahrer schwören komplett drauf. Da kenne ich niemanden, der irgendwas auszusetzen gehabt hat dran. Und für die Visier, aber für alles Mögliche gibt es alles. Und jetzt halt gerade natürlich in den Zeiten, aber wie gesagt, na Andreas Christian, unbedingt hau einen den Link, dann können Sie das die Interessierten anschauen und gibt ja einen Online-Shop und ja, daher ist kein Fehler. Ja, und ich würde sagen, wir werden das auch beenden, weil erstens ist es eh schon Fesch muss gehen. Wie heißt das noch? Fesch muss gehen, sonst hat das Leben keinen Wert nicht. Aber ich sage jetzt Michel. Zu dem Profilnamen sage ich Michel. Und nicht Sie und ihr einfach daheim muss ich machen, Toni und Michael. Also hat der Thomas Klagenfurt hat den Fehler rausgefunden. Der hat gesagt, ihr müsst beide während der Paulatschen Wein trinken, sonst spinnt das Internet wieder, bitte. Ja. Ja, ich trinke gerne Wein. Ich trinke Wein. Zu wenig. Ja, der Patrick mit Tee. Ja, das ist klar. Ah, das ist Ja, verständlich. das hat schon Wellen rein. Das hat Wellen rein. Der Tee. Ne? Na, Patrick, ein Schlussnummer. Wir machen ein Schlussnummer. Was machen wir? Schlussnummer. Ein Lied noch, na freilich. Günther, ein Lied spielen wir noch zum Abschluss. Und dann lass uns für Das- heute gut sein. Und nächste Mal wieder am Donnerstag, 19 Uhr. Und ich freue mich, was wieder dabei seid. Auf jeden Fall heute mal herzliches Dankeschön. Ein Schluckerl noch und dann verabschieden wir uns. Euch wünschen wir einen schönen Abend und sagen herzliches Danke, dass ihr dabei wart. Patrick, was machen wir? Ja, ein Wunschlied von dir. Ah, von mir? Ja, da machen wir die Wampen. Ne? Das muss ja von dir machen wir die Wunschlied sein. Wunschlied Ich von habe schon mir. länger nicht gespielt. Nämlich. Ja, da passt. Machen wir die Wand zum gemein. Abschluss. Passt, ja. Ich habe mich heute in der Früh mal seit längerer Zeit auf die Waage gestellt. Ui, tu das nicht. 101,8. Also, auch Tu würdig. das nicht. Ich habe beim Motorrad die Luft aufgepumpt. Das tut es auch. Ja. Und das vorwärts eingestellt. Ja, eine Strophe noch, ja. Jawohl. Reiß mal an. Leid und pfiat euch mit der Wand. Sie sind tuttelt AT durch. Jawohl, jawohl. Wenn die Leute in Grenzen besoffen sind, da tanzt renommieren. Da fangen sie gleich zum Aufstehen an, zum Schwindeln und zum Liegen. Was sie nicht sind, was sie nicht haben, für mich sind so mein Hund. Ich sag ihnen gleich, was ich hab, und das hat seinen Grund. Ich hab am Mutztraumwampen, den zeig ich gerne her. Und wenn ich nicht die Wampen hätt, wär ich schon Millionär. Ich hab am Mutztraumwampen, die kostet Schippe Geld. Und wenn ich nicht die Wampen hätt, hätt ich auf der Welt eine Villa am Meer, ein Rolls-Royce mit Chauffeur,
Sabine und der Kammerfrau die ganze Woche blau. Ein Jagd rast im Wald, ein Weiberl, das mir gefällt. Aber nicht einmal und noch viel mehr, gib ich meine Wanden her. Vielen herzlichen Dank, führt euch gut, bis zum nächsten Mal, hoffentlich spätestens am Donnerstag. Viert euch. So ist es. Viert euch.